Cari amici e ospiti del Centro Tedesco di Studi Veneziani, liebe Freunde und Gäste des Deutschen Studienzentrums in Venedig, lieber Jan Kopp, liebe Petra Schäfer, cari borsisti, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, kurz, liebe alle, cari voi tutte e tutti, benvenuti al Artist Talk con il compositore Jan Kopp, attuale borsista. Herzlich willkommen zu unserem Artist Talk mit unserem Komponisten Jan Kopp, der einer unserer beiden Kunststipendiaten ist. Herzlich willkommen. Un applauso già a questo punto. Esiste della musica in cui accade molto, forse a volte troppo, e c'è musica in cui accade troppo poco, forse nemmeno nulla. Vorrei sostenere che la musica che compone Jan Kopp è una musica in cui esattamente ciò che deve emergere viene a galla. Crea un notevole equilibrio tra gli avvenimenti musicali, né troppo poco. È una trasparenza mentale che mi sembra rispecchiare molto chiaramente ciò che Jan ha pensato e riflettuto mentre compone. In breve, il risultato è una musica dell'essenziale che sorprende nella sua chiarezza e accessibilità. Es gibt Musik, in der passiert viel, sehr viel, manchmal zu viel, und es gibt Musik, da passiert wenig, vielleicht sogar gar nichts. Ich möchte behaupten, dass die Musik, die Jan Kopp komponiert, eine Musik ist, in der genau das zum Klingen kommt, was zum Klingen kommen soll. Es gibt hier eine bemerkenswerte Balance der musikalischen Ereignisse, kein zu viel und kein zu wenig, und eine geistige Transparenz, die mir eine sehr klare Widerspiegelung dessen scheint, was Jan Kopp während des Komponierens gedacht und reflektiert hat. Kurz gesagt, das Resultat ist eine Musik des Wesentlichen, die in ihrer Klarheit und Zugänglichkeit überrascht. Spero di avervi già reso curioso su questo e sull'esperienza tattile, sulla partecipazione, sulla stampa grafica e su Venezia. Parleremo ora con Jan stesso e per fortuna Petra Schäfer tradurrà nuovamente in modo consecutivo la nostra Konversation. Ich hoffe, ich habe Sie schon ein wenig neugierig gemacht. Darüber und über taktile Erfahrung, über Partizipation, über Druckgrafik und natürlich über Venedig sprechen wir jetzt mit Jan Kopp selber. Und dankenswerterweise wird Petra Schäfer wieder unser Gespräch konsekutiv übersetzen. Ma prima vorrei tradurre nella sua biografia, completezza non è l'obiettivo. Kurz zuvor noch etwas zur Biografie von Jan. Vollständigkeit ist dabei nicht das Ziel. Dopo un studio preparatorio con Wolfgang Riem a Karlsruhe, Jan Kopp ha studiato germanistica e musicologia all'Università di Heidelberg, laureandosi nel 2000 con una tesi sullo scrittore austriaco Hermann Broch. Ha intrapreso uno studio di composizione regolare con Helmut Lachenmann e Marco Stroppa a Stoccarda, con diploma, e dal 2001 vive lì come compositore, pubblicista e educatore. Pubblica regolarmente contributi per la radio e riviste e, per esempio, nel 2022 è uscito il suo volume di saggi Das hörbare Hören, forse l'udibile ascolto, presso la casa editrice Wolke. Metto tutti i libri in salotto. Nach dem Vorstudium bei Wolfgang Riem in Karlsruhe studierte Jan Kopp Germanistik und Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg, das er 2000 mit einer Magisterarbeit über den österreichischen Schriftsteller Hermann Broch abschloss. Er nahm ein reguläres Kompositionsstudium bei Helmut Lachenmann und Marco Stroppa in Stuttgart auf, mit Diplom, und lebt seit 2001 dort als freischaffender Komponist, Publizist und Pädagoge in Stuttgart. Regelmäßig publiziert er Beiträge für Rundfunk- und Fachzeitschriften und 2022 zum Beispiel erschien sein Essayband Das hörbare Hören im Wolke Verlag. Ein Exemplar liegt im salotto aus. Da più di 20 anni realizza progetti di composizione con musicisti non professionali, è stato a lungo co-responsabile del concorso Giovanni Componono a Baden-Württemberg e ha insegnato per molti anni pedagogia della composizione al Conservatorio di Musica di Stoccarda. La sua musica è stata eseguita in molti dei rinomati festival di musica contemporanea, ma anche nelle opere di Stato di Stoccarda e di Berlino e, questo
penso sia molto interessante, nel monastero di Montserrat in Catalogna. Degli ensemble rilevanti vorrei ricordare solo uno, solo il Klangforum Heidelberg, che ha portato alla luce ben 8 delle sue opere. Ha inoltre ricevuto numerosi borse e finanziamenti, rimando qui al suo sito dove si può trovare anche la lista delle sue opere, informazioni sulle case editrici con le quali lavora e i CD della sua musica. Seit 2001 realisiert er Kompositionsprojekte auch mit musikalischen Laien. Er war lange Jahre Co-Leiter von Jugend komponiert in Baden-Württemberg und unterrichtete Kompositionspädagogik an der Musikhochschule Stuttgart. Seine Musik wurde schon bei vielen namhaften Festivals für neue Musik aufgeführt, aber auch an den Staatsopern Stuttgart und Berlin. Und, das finde ich besonders interessant, im Kloster Montserrat in Katalonien. Von den einschlägigen Ensembles, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, möchte ich hier nur erwähnen das Klangforum Heidelberg. Warum? Das hat nämlich schon seit 1979 allein 8 Werke von Jan Kopp aus der Taufe gehoben. Auch erhielt er zahlreiche Förderungen und Stipendien. Ich verweise hier auf seine Homepage, wo auch seine umfangreiche Werkliste zu finden ist, ebenso die Verlage, mit denen er zusammenarbeitet und die CDs seiner Musik, die schon erschienen ist. Si accorgono, Jan Kopp è presente sul mercato musicale e ora è qui. Benvenuto. Sie merken, Jan Kopp ist präsent auf dem Musikmarkt und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, Jan. So, bitteschön. Buonasera. Ist es an? Ja. Buonasera. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin immer wieder selber überrascht, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe mich kurz gefasst. Okay. Traduco quindi, grazie per questa gentile introduzione, sono sempre sorpreso anch'io di quello che ho già fatto e giustamente risponde il direttore, mi sono trattenuto. Wir wollen gleich in medias res gehen und gleich über Musik sprechen. Großen Stellenwert für deine Arbeit, Jan, hat Klaviermusik und das Komponieren für menschliche Stimme. Wir hören gleich in eine Komposition rein, die Schwellen heißt und die damals für die Musikhochschule Stuttgart im Jahre 2015 ein Auftragswerk war und komponiert worden ist. Und da meine erste Frage, Schwellen. Was meint der Titel? Allora, io faccio la domanda anche in italiano. Jan compone molto per pianoforte e per voce umana, che ha un grande valore per il suo lavoro. Ascolteremo una parte della composizione Schwellen, quindi soglie, musica commissionata dalla Musikhochschule di Stoccarda nel 2015. La mia prima domanda, cosa significa il titolo? Es geht in diesem Stück darum, eine klassische Gattung zu überschreiten, nämlich das Klavierlied. Das Stück ist für Sopran und Klavier komponiert. Und die ersten 4-5 Minuten des Stückes erleben Sie diese Besetzung auch in vertrauter Weise. Die Sängerin steht vor dem Flügel, der Pianist sitzt am Flügel. Und etwa in der Hälfte erklingen im vertonten Text, das ist ein Gedicht von Anna Achmatova, die Worte ganz aufs Neu beginnen. Und ab dieser Stelle hören Sie in diesem Stück keinen Text mehr, sondern die Sopranistin beginnt, sich zu verwandeln. Und sie überschreitet jetzt nacheinander verschiedene Schwellen, die eigentlich im Klavierlied absolut sind. Das erste ist, sie wendet sich dem Klavierinnenraum zu und singt in den Flügel. Das zweite ist, sie gibt das Singen auf und beginnt Geräuschlaute zu artikulieren. Und das dritte ist, sie greift in den Flügel und beginnt von ihrer Seite aus auf den Saiten zu spielen, sie zu zupfen. Gegen Ende des Beispiels, das wir gleich sehen werden, achten Sie darauf, beginnt sie Gummikeile zwischen die Saiten zu schieben. Das wird sich klanglich erst weiter hinten im Stück auswirken, das sehen wir nicht mehr. Aber damit erstickt sie gegen Ende allmählich den Klang des Pianisten, also das Spiel des Pianisten, und hat sich damit quasi eigentlich innerhalb des Stückes komplett verwandelt, indem sie mehrere Schwellen überschritten hat. In questo brano, che si intitola Schwellen, quindi soglie, più di una volta superiamo, se vogliamo, quello che è il genere classico del Klavierlied, del canzone per pianoforte.
In questo brano abbiamo le 4-5 primi minuti che sono, diciamo, definiamoli classici per questo genere, prima che poi ricominciamo. I primi 4-5 minuti sentiamo appunto una mia composizione su un brano della scrittrice Anna Akhmatova e dopo questa prima parte, nella seconda parte non ci sarà più testo, bensì solo musica e la pianista comincia a superare la prima delle soglie. Lei non si volge più verso il pubblico come sarebbe appunto la disposizione classica, bensì comincia a muoversi e a dare la spalla al pubblico, di rivolgersi e di occuparsi, se vogliamo, dedicarsi completamente a quello che è l'interno del pianoforte a coda. In questo caso il pianoforte a coda stesso diventa, se vogliamo, una cassa di risonanza. Pian piano poi, altra soglia che viene superato, la cantante inizia ad articolare degli suoni propri prima di iniziare a tirare le corde del pianoforte a coda, di produrre, se vogliamo, un pizzicato, altra soglia che viene superata verso la fine, proprio della parte che adesso sentiremo, addirittura utilizza cunei di gomma con i quali comincia pian piano a assordare le corde del pianoforte, tanto che alla fine appunto il suono sarà man mano diminuito. Hören wir jetzt gleich da hinein. Das ist ein Videomitschnitt von der Uraufführung, ist das richtig? Nee, das war eine Videoproduktion, auch in der Musikhochschule Stuttgart, aber einige Jahre später. Ah, ok, quindi una registrazione di una seconda volta eseguito questa musica 2 anni dopo la prima, anche al Conservatorio di Stoccarda. Speriamo che funzioni. Ecco, Schwellen für Sopran und Klavier. Schwellen, Soglie von Jan Kopp. Ganz spannend, die Idee, dass die Performer, die Musiker hier Schwellen überschreiten, sozusagen nicht nur die eigenen Grenzen, sondern eben auch völlig ungewohnt eingreifen. Was war sozusagen da auch Idee von Erfahrung, die dahinter steht? Also es gibt eine Anspielung auf meinen Lehrer Lachenmann in diesem Stück. Das Stück ist zu seinem 80. Geburtstag entstanden, muss ich dazu sagen. Deshalb war es ein Auftrag der Hochschule, weil die den damals groß gefeiert hat.
Dieses Singen in den Flügel, das kommt auch in der Komposition von Lachenmann für Sopran und Klavier prominent vor, aber bei Lachenmann dreht sich die Sängerin wieder zum Publikum und nimmt ihre Ausgangshaltung ein und bei mir nicht. Das heißt, sozusagen an dem Punkt, bis zu dem Lachenmann in dieser Besetzung gekommen ist, da bin ich sozusagen weitergegangen. Das war praktisch die Referenz an Lachenmann in diesem Stück. Chiede appunto il direttore quale fosse stata l'esperienza dietro questo brano che abbiamo appena sentito, che performativo. Risponde il compositore che in effetti fu una commissione del Conservatorio di Musica in occasione dell'80° compleanno del compositore Helmut Lachenmann. Helmut Lachenmann, come abbiamo sentito prima, era l'insegnante, il maestro di Jan Kopp, e quindi Jan ha voluto fare proprio una referenza, un omaggio, se vogliamo, a un brano di Lachenmann sempre dedicato a soprano e pianoforte. Mentre invece nel brano di Lachenmann qui citato, la sopranista una volta rivoltasi verso il pianoforte a coda si gira e di nuovo continua il canto verso il pubblico, Jan va oltre, Jan si spinge oltre le soglie. Ganz spannend, dass natürlich, wenn man Klavier spielt, ein Pianist, eine Pianistin natürlich mit den Händen die Tastatur berührt. Auf einmal haben wir eine Sängerin, die das auch machen muss. Taktile Erfahrung ist wichtig für dein Werk. Vielleicht magst du da noch was zu sagen, quindi abbiamo un pianista che normalmente fa qualcosa con le mani, quindi questa esperienza tattile è ovvio per quanto un pianista, ma in questo caso abbiamo anche una cantante che deve avere questa esperienza. Quali sono le idee? Also eigentlich hat ja jeder Komponierende mindestens ein Instrument und das klassische Instrument von Komponisten ist natürlich das Klavier. Für mich ist das selber Spielen, obwohl ich ein, freundlich gesagt, mittelmäßiger Pianist bin, eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung, speziell natürlich beim Komponieren fürs Klavier, aber auch im Hineindenken in andere Instrumente. Ich denke mich, wenn ich für Cello schreibe, jetzt nicht nur in den Klang rein, sondern auch in die Bewegungsabläufe und in taktile Erfahrung. Und das ist etwas, was glaube ich, zum Denken in Musik ganz wesentlich dazugehört, was man vielleicht auch häufig übersieht. Es ist eben nicht nur die Gestaltung von Klang, es sind wirklich auch die Gestaltung von Bewegungsabläufen und taktilen Erfahrungen. Und ich kann quasi immer nur alle dazu ermutigen, auch wirklich selber zu musizieren und sich diese Dimension von Musik zu erschließen, weil Musik dadurch einfach viel, viel reicher wird. Certamente per tanti compositori il più importante o il primo strumento per il quale si lavora è il pianoforte, e anche se io stesso, dice Jan Kopp, suono il pianoforte piuttosto mediocre, per me è un'esperienza importantissima suonare io stessa lo strumento, anche perché così in qualche maniera riesco a eseguire quello che sono i pensieri ma anche i movimenti degli strumentisti stesso. Per esempio, se io compongo per uno strumento come il violoncello, io cerco di eseguire io stesso con la mia musica l'esperienza tattile del violoncellista. Comunque il pensare nella musica è molto importante, non è solo un suono che noi produciamo, ma è proprio anche tutto quel susseguirsi di movimenti tattili. Quindi vi posso sempre solo incoraggiare di suonare uno strumento perché è importantissimo e rende più ricca la musica. Was ich an diesem Beispiel sehr schön finde, dass dieses Schwellenüberschreiten und dieses Taktile dazu führt, dass das rhythmische Element auch auf eine ganz wunderbare Weise unterstrichen wird. Quindi anche un risultato di questa esperienza tattile e queste soglie sono anche di sottolineare l'elemento ritmico. Questo mi piace molto, questo brano. Kommen wir zu einem zweiten Stück. Auch wir haben schon jetzt bei dem ersten gemerkt oder gehört, dass die Arbeit mit Text für dich eine wichtige Rolle spielt. Wir haben uns ein Stück herausgesucht, wo wir diese Beziehung, die Beziehung zwischen Musik und Dichtung, die ja immer die musikalische Eigensemantik ja erweitert, besonders hervorhebt. Da wäre meine Frage generell, wie sehen Wort
Tonverhältnisse bei dir aus? Und was heißt besonders diese Ebene bei der Komposition offen, 31 Farben der Hoffnung, die du komponiert hast im Jahre 2021 während der pandemia. Quindi adesso parliamo sul rapporto tra musica e testo, quindi musica per voce richiede sempre un livello testuale che amplia sempre la dimensione semantica del contesto estetico. Come ti rapporti in generale ai legami tra parola e suono e nello specifico quale significato hanno i testi della tua composizione che ascolteremo anche dopo. Offen, 31 Farben der Hoffnung, quindi aperto, 31 colori della speranza che Jan ha composto nel 2021 durante la Pandemie. Also ganz generell sind Texte für mich eigentlich immer ein Sprungbrett in die Musik. Und es ist auch nicht ganz leicht, Texte zu finden, die sich dafür eignen. Wenn man dieses Sprungbrett findet, dann gibt einem der Text schon sehr viel für die Musik. Das können strukturelle Ideen sein, das Neubeginnen zum Beispiel in Schwellen eben, das war für mich quasi ein Schlüsselwort in dem Text, was ja quasi zu einer ganz anderen Idee von Lied letztlich geführt hat. Und das Zweite ist, Texte öffnen für mich eigentlich musikalisch einen unglaublichen Raum zwischen dem, ich sage mal, normalen Sprechen. Also in meiner Musik kann es durchaus vorkommen, dass plötzlich ganz normal gesprochen wird und auch verständlich gesprochen wird, bis hin zur totalen Deformation eines Textes in der Zerlegung in Einzellaute oder auch eben der Verschmelzung dann von Einzellauten mit instrumentalen Klängen. Also das ist eine unglaubliche Bandbreite, die auch weit über das hinausgeht, was wir aus dem klassischen Gesang kennen. Und dieser ganze Raum, den stellen mir eigentlich Texte zur Verfügung. Nel mio lavoro, appunto, il testo, se vogliamo, diventa una sorta di lancio verso la musica. Non è facile sicuramente trovare testi con i quali lavorare, tanto che i testi con cui lavoro solitamente mi offrono tantissimi nuovi aspetti proprio anche nel mio proprio lavoro compositorio. Se vogliamo tornare un attimo su quello che era il lavoro prima, Schwellen, appunto, le soglie, per me una delle parole chiave era proprio il Neubeginnen, quindi l'iniziare a capo, e questo alla fine ha portato a una idea del tutto nuova per la mia canzone. Dall'altro canto, appunto, si tratta da me anche di un aprire dei testi con i quali lavoro, perché capita assolutamente nella mia composizione che troviamo passaggi parlati in un modo del tutto naturale, fino a un spingersi verso una totale deformazione del testo con il quale lavoro, o addirittura di una riduzione fino a singoli suoni che vanno a confondersi con i suoni strumentali. Quindi abbiamo un panorama, un prisma molto, molto più ampio di quello che definiamo classico. Um jetzt speziell auf das Stück Offen zu sprechen zu kommen, das hat nicht ein, sondern zwei Texte zur Grundlage. Das ist 2021, also mitten in der Pandemie entstanden, einer speziell jetzt für Musiker aus sehr besonderen Situationen. Das Projekt, um das es damals ging, für das mir der Auftrag erteilt wurde, hatte das Motto Utopie. Und es ging eigentlich auch um die Idee der Hoffnung. Und ich bin auf zwei Texte gestoßen, die quasi mit Zeit sehr unterschiedlich umgehen. Das eine ist das Gedicht Hoffnung von Friedrich Schiller. Ein Kernsatz wäre, zu was Besserem sind wir geboren, also dieser Idee, dass wir sozusagen auf etwas Besseres hin gerichtet sind. Und der zweite Text stammt von Ernst Bloch, quasi dem Philosophen der Hoffnung. Und nein, es ist kein Gedicht, das ist eine kurze Erzählung, die heißt Lang gezogen. Und ein Kernsatz ist, Warten macht öde, aber auch trunken. Das ist eine ganz andere Zeiterfahrung, nämlich eine quasi der Langeweile, ja, des Nichtgeschehens. Und diese zwei Erfahrungen, die treffen sich in diesem Stück.
chiedo scusa, traduco brevemente. Assolutamente, questo mio brano, come abbiamo sentito, è stato creato nel 2021, durante la pandemia, un periodo sicuramente non facile anche e soprattutto per noi musicisti, e ho scelto non uno, bensì 2 testi. In questo caso la commissione aveva come titolo, come motto, se vogliamo, il tema della utopia e anche l'idea della speranza. Quindi ho voluto scegliere 2 testi che tra di loro trattano il tempo in modo molto diverso. Il primo fu appunto il testo, anche la poesia Hoffnung, quindi la speranza di Friedrich Schiller, e come citazione voglio brevemente farmi sentire questo: zu etwas Besserem sind wir geboren, siamo nati per qualcosa di meglio. Il secondo testo invece era del filosofo Ernst Bloch, che possiamo proprio definire il filosofo della speranza, e di Ernst Bloch ho scelto, non è una poesia bensì un breve racconto, Langgezogen, che in traduzione letterale significa allungato, ma si potrebbe anche dire tirato a lungo. E di Ernst Bloch abbiamo una citazione, vediamo se la trovo: aspettare rende desolati, ma nel tempo stesso ubriaca. Quindi noi parliamo di un'esperienza di tempo dedicato al dolce far niente, del nulla. Ich denke, wir sind jetzt sehr neugierig. Hören wir kurz hinein und sprechen dann über das kompositorische Prinzip, was dahinter steht. Siamo molto curiosi. Adesso ascoltiamo un breve 2 minuti e poi ne parliamo per quanto la tecnica compositiva. Colori della Speranza, 31 Colori della Speranza, 31 Farben der Hoffnung. Wie ist das Stück gebaut, kompositionstechnisch? Quindi adesso la domanda per quanto la tecnica compositiva. Ja, Sie sehen hier jetzt quasi auf dem Bildschirm schon einen kleinen Ausschnitt und Sie sehen auch diese Nummer 9 darüber. Das Stück ist nicht linear durchkomponiert. Sie haben schon in diesem kleinen Beispiel mehrere Wiederholungen gesehen. Entsprechend zu diesen 2 eigentlich sich widersprechenden Zeiterfahrungen, die in diesen beiden Texten zum Ausdruck kommen, bin ich eigentlich damals zu der Überzeugung gekommen, dass ich kein Stück schreiben kann, was einen linearen Verlauf hat, sondern habe mich dafür entschieden, ein Stück zu schreiben, das unendlich viele mögliche Verläufe hat. Das habe ich derart umgesetzt. Vielleicht können wir jetzt eine Folie zurück. Sie müssen jetzt nicht die ganze Grafik verstehen, das ist praktisch nur eher ein Eindruck. Das Stück besteht aus, wie der Titel sagt, 31 Einzelabschnitten, 31 Farben der Hoffnung. Die sind hier quasi durchgezählt. Und was Sie hier erkennen können, ist, dass ich quasi die Besetzung
durchkombiniert habe. Also jeder dieser 31 Teile hat eine andere Besetzung. Ja. Insgesamt, es gibt einmal ein Tutti irgendwo, aber alle anderen sind Teilbesetzung dieses Tuttis. Und damit das Stück ist praktisch ein Baukasten. Sie haben 31 Bausteine und diese 31 Bausteine, die können Sie in allen möglichen Varianten zusammensetzen und daraus selber Verläufe bauen. Das war eigentlich die Idee, sozusagen die Rezipientin aufzufordern, sozusagen ihre musikalischen Verläufe selber zu gestalten. Eins möchte ich noch hinzufügen, das hatte natürlich auch mit der ungewöhnlichen Rezeptionssituation 2021 zu tun, dass sie keine Live-Konzerte mehr besuchen konnten. Das ist eine Idee, praktisch wie sie zu Hause mit Klangmaterial eigentlich beginnen können, ihre eigenen Stücke zu bauen. Questo brano, appunto, in 31 aperto, 31 colori per la speranza, è nato, come abbiamo sentito, da questi due testi che hanno un trattamento così diverso del concetto del tempo. E ho voluto creare, dice Jan Kopp, un'esperienza musicale molto simile, quindi una composizione del tutto non lineare, piuttosto una che abbia infiniti possibilità di possibili percorsi. Se adesso vediamo appunto questa grafica che Jan ci ha illustrato, questa grafica è suddivisa in 31 singoli porzioni, se vogliamo, quindi sono 31 colori per la speranza. Questo significa che tutti noi abbiamo la possibilità di lavorare con quello che chiama una composizione modulare, perché abbiamo 31 moduli, 31 modi per creare la composizione, c'è un unico tutti insieme, del resto sono 30 variazioni di percorso di questa composizione. Sicuramente, racconta Jan, questa mia composizione è stata ispirata da questa situazione molto particolare durante la pandemia, dove non abbiamo potuto suonare concerti dal vivo, il live non era possibile, e quindi qua c'è una possibilità per tutti noi di lavorare a casa con questi 31 Pezzi di Komposition. Wir haben herausgehört, und damit kämen wir zum dritten Beispiel, was wir vorstellen wollen, dass für dich das Denken an diejenigen, die Musik machen, ganz besonders im Vordergrund steht. Das Thema der Partizipation, moderne Musik, zeitgenössische Musik soll aufführbar sein für eine ganz breite Schicht von Musikerinnen und Musikern. Diesem Thema wollen wir nachgehen am Beispiel einer Komposition Gehen, die du 2019 in Ulm mit Laienchören gemacht hast. Da wäre meine Frage, wie ist dein Umgang gewesen, wie ist deine Erfahrung mit diesen Laienchören gewesen? Allora, il tema della partecipazione è centrale per Jan, quindi la musica moderna deve essere eseguibile, diciamo così, e suonata anche da non professionisti, quindi dai dilettanti. Questo mi sembra una sfida particolare quando non si vogliono fare compromessi estetici. Quindi adesso la mia domanda è così, stiamo parlando sul terzo esempio, come è andata la tua collaborazione con un coro di non professionalisti che hanno eseguito nel 2019 il tuo brano Gehen, quindi andare. Also zunächst muss ich vielleicht sagen, das war nicht meine erste Komposition für einen Laienchor. Ich habe 2010 das erste Mal ein solches Stück geschrieben für einen Stuttgarter Chor und seither eine ganze Reihe solcher Stücke. Ich habe 2010 dieses Stück nicht nur geschrieben, sondern damals auch im Chor mitgesungen und dabei unglaublich viel gelernt darüber, was es bedeutet. Ich bin sängerisch selber Laie, praktisch diese Art von Musik im Chor zu singen. Und seither habe ich durch diese Komposition eigentlich immer weiter dazugelernt. Das war quasi schon bekannt, als ich den Auftrag aus Ulm bekam. Und
Entschuldigung. Es ist natürlich immer zunächst mal ein Nachdenken darüber, wie gehe ich mit den Einschränkungen um, die die Arbeit mit Laienchören mit sich bringt. Ja, diese Leute können sehr viele Sachen nicht, die Profisänger können. Sie haben auf der anderen Seite in der Regel eine unglaubliche Motivation, über sich hinauszuwachsen. Und ich habe eigentlich, wenn ich diese Stücke schreibe, auch keine Lust, ihnen ästhetisch irgendwie entgegenzukommen und zu sagen, ich schreibe euch jetzt das, was ihr sowieso immer singt, dann wird es schon keine Probleme geben, sondern ich möchte diese Leute fordern. Sie haben gehört, wie meine Musik klingt. Die klingt für Laienchöre nicht grundsätzlich anders. Und so war das in diesem Fall auch. Es gab einen Anschluss für die. In diesem selben Konzert wurde das Requiem von Michael Haydn aufgeführt. Das hat die Besetzung vorgegeben für Chor und eben eine, wie Sie hier sehen, etwas eigenartige Instrumentalbesetzung, 7 Blechbläser und ich glaube 2 Schlagzeuger. Und der Rest ergab sich quasi auch aus dem Chor selber. Der Chor bestand aus einer Gruppe von Leuten, die sehr Spanien interessiert sind, weshalb ich mich dazu entschieden habe, einen spanischen Text zu vertonen von Antonio Machado. Und ich habe einen Text gewählt, der auf eine, ich sage mal, weltliche Art einen Bezug zu dieser Thematik des Requiems herstellt. Ich kann vielleicht gerade mal den ersten Satz nennen, wenn ich den jetzt auf Anhieb finde. Nein, finde ich nicht. Müssten eigentlich auch auswendig können. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Also Wanderer, es ist deine Spur, die den Weg macht und sonst nichts. Darf ich hier einhaken? Ja, Entschuldigung. Sì, adesso abbiamo già avuto occasione appunto di entrare nel mezzo della prossima composizione di cui adesso parliamo, Gehen, quindi cantata nel 2019, e ci racconta Jan Kopp che già per la prima volta nel 2010 ha fatto una composizione per un coro non professionista. In questo caso era un coro di Stoccarda, è stata la sua esperienza in assoluto di cantare lui stesso, egli stesso insieme al coro, un'esperienza che racconta come molto molto formativa, anche perché egli stesso non è professionista nel momento in cui lui canta insieme al coro e ha capito cosa significa anche cantare in un coro non professionista, fin dove si possa spingere, fin dove no. Quindi questa prima esperienza del 2010 era nota quando ha avuto l'incarico del 2019, in questo caso per Ulm, e ha pensato a lungo come possa fare questo lavoro. Ha voluto scegliere una tematica, abbiamo sentito adesso la citazione della prima strofa di Antonio Machado, di questo autore attorno un camminatore e quel percorso, e vi dico una libera traduzione, cito: viandante sono le tue impronte, il cammino e nient'altro, fine citazione. Qui abbiamo appunto lo spartito per questo coro non professionista, è composto da ottoni e due batteristi che appunto suonano insieme al coro. E ho voluto e sempre voglio, possiamo dire, non concedere neanche un passo a quelli che sono i non professionisti, voglio che vadano oltre alle loro abitudini e quello che sono anche le loro possibilità, quindi li voglio spingere. Hören wir hinein oder magst du noch 2 Sachen ergänzen? Ich wollte vielleicht zur Aufnahme nur ganz kurz sagen, wir haben jetzt bisher 2 Studioproduktionen gehört mit professionellen Musikern, die hatten natürlich auch die entsprechende Qualität. Wir hören jetzt quasi, ich sage mal, rein ins Schlachtengetümmel einer Uraufführung. Die hat klanglich nicht ganz diese Qualität, die wir eben gehört haben, aber Sie werden, glaube ich, die Leidenschaft und das Pathos durchaus hören, dass dieser Chor bei der Uraufführung mit auf die Bühne gebracht hat. Es gab einen prominenten Mitsänger, das dürfen Sie gleich raten.
Sì, mi permetto brevissimamente di dirvi solo 2 indicazioni su quello che adesso sentiremo, perché i 2 brani che abbiamo sentito prima erano stati eseguiti da ensemble professionisti. Qui invece avremo l'occasione di entrare nel bel mezzo, nel bel vivo di una prima assoluta di un coro non professionista, ma credo che si possa capire la passione e la qualità. Con un cantante importantissimo, famoso, che ascolteremo, che sentiremo subito. Applauso. Ein wunderbares Klangtheater und wir haben natürlich alle auch Jan Kopp als Sänger herausgehört. Abbiamo tutti sentito che anche Jan ha cantato. Grande Mille, un grande teatro dei suoni in questa chiesa, giusto in einer Kirche, in einem Kirchenraum aufgeführt. Wir müssen an dieser Stelle einfach sagen, dass Jan Kopp letzten Sonntag eine Uraufführung hatte in Marbach. Er war nicht dabei, aber hier gibt es sozusagen noch eine Erweiterung von der Arbeit mit Laienchören. Da magst du gleich vielleicht etwas zu sagen. Quindi anche la domenica scorsa Jan Kopp ha avuto una prima in Germania, a Marbach. Lui non è stato essere presente perché preferisce essere qui a Venezia, ma questa prima ha un alto livello, diciamo così, della collaborazione con non professionalisti. Also ich arbeite auch seit vielen Jahren mit Schulklassen oder auch mit Jugendlichen, zum einen, um sie ans Komponieren heranzuführen. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, ich habe viele Jahre Jugend komponiert, in Baden-Württemberg zum Beispiel geleitet, da passiert genau das. Ich gehe aber auch einfach in Schulen und mache Projektarbeit und was ich immer wieder auch mache, ist quasi für solche Kontexte auch zu komponieren. Und in diesem Fall war es in einem Gymnasium in Marbach eine Gesangsklasse von 6. und 7. Klässlern, etwa, ich glaube, 40 Schülerinnen und Schülern, für die ich Schillers Ballade Der Taucher vertont habe. Und die haben das jetzt am Sonntag im Rahmen einer Schulveranstaltung uraufgeführt und werden es am Freitag nochmal im Rahmen der Schillerrede, der jährlichen Schillerrede aufführen, vor viel politischer Prominenz wohl. Da habe ich mich natürlich hier in Venedig gut vor versteckt. Was ich dazu vielleicht noch sagen wollte, wir haben hier auch ein kleines Beispiel noch, wo man mal sieht, wie so eine Komposition dann grafisch aussieht. Machen wir gleich, vielleicht erstmal.
Vielen Dank. Sì, appunto, come abbiamo già sentito, è da tantissimi anni che lavoro anche con le scuole, particolarmente mi interessa anche il lavoro con la gioventù, tanto che abbiamo già sentito, ho diretto proprio nel mio Länder, nel Baden-Württemberg, il format Jugend komponiert, che vuol dire i giovani compongono. Quindi per me questo lavoro, diciamo, a progetto è importantissimo. Ho lavorato con un liceo di Marbach, nota città schilleriana. Lì ho lavorato con la sesta e settima classe, i liceali, quindi no, il ginnasio in Italia, scusatemi, quindi sono allievi, una quarantina di allievi del ginnasio di Marbach che hanno portato proprio alla prima assoluta il mio brano ispirato a una poesia di Schiller, il celebre Tuffatore di Schiller. Sono felice perché l'hanno portato appunto alla prima esecuzione domenica scorsa e adesso proprio questo venerdì lo riproporranno nell'ambito della altrettanto celebre discorso dedicato a Schiller, il premio Schiller. Stichwort Notation von Musik, du hast es schon angesprochen. Da haben wir hier die Partitur von Tau. Genau, also hier sieht man jetzt auf den ersten Blick, das ist kein klassisches Partiturbild, das ist weitestgehend verbal notiert, beziehungsweise mit Schriftzeichen, normalen Sprachschriftzeichen. Und also man kann auch so Musik notieren, die ist nicht weniger präzise, als wenn Sie jetzt normale Notenschrift sehen würden. Dazu muss ich eins sagen, wenn Sie mit Laien arbeiten, spielt die Art, wie Sie sich mit denen verständigen, eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das heißt, Sie müssen möglichst effizient und einfach kommunizieren. Und wenn Sie einen Weg finden, dass jenseits der klassischen Notenschrift, die immer schon eine Hürde darstellt für Leute, die damit nicht so gut vertraut sind, wenn Sie einen anderen Weg finden, das zum Beispiel über verbale Anweisungen zu machen, dann ist der eigentlich immer der bessere. Und auf diese Weise kommen dann solche Notationen zustande. Man könnte vielleicht auch grafische Zeichen verwenden, das hat sich jetzt in diesem Fall nicht angeboten. Aber diese Arbeit mit Laien setzt eigentlich auch immer eine sehr flexible, aber auch eigentlich ziemlich souveräne Arbeit mit Notation voraus, wo Sie sich im Zweifelsfall wirklich eben auch vom klassischen Schriftbild entfernen können. Sì, in effetti vediamo qua la notazione appunto per la musica, qui vediamo lo spartito per il tuffatore e vediamo fin da subito che non si tratta di uno spartito classico, quindi non ho utilizzato, racconta Jan, la notazione musicale che conosciamo tutti, bensì ho optato per quello che sono annotazioni linguistiche, non sono assolutamente meno precisi della notazione classiche, ma ho voluto optare per una via di comunicazione efficiente e semplice per poter lavorare con quelli che sono i non professionisti. Mir gefällt das unglaublich gut, was Jan erzählte, dass sozusagen Komponieren für Laienchöre, für Schulklassen eine ganz wichtige Art von Kommunikation voraussetzt, eine präzise, genaue, einfache Kommunikation. Du hast im Vorgespräch mir auch gesagt, Stichwort gesellschaftliche Relevanz von Musik, eigentlich ist Komponieren für Nicht-Musikerinnen so eine Art Königsdisziplin des Komponierens. Das finde ich ein unglaublich schönes Wort. Quindi l'idea di comunicare bene con musicisti non professionali oppure per bambini, sì? Sia una cosa, quindi una disciplina dei re, non so se esiste questo concetto anche in italiano, quindi un modo molto molto importante per comporre, quindi questa idea, questa rilevanza sociale della musica di Jan, questa è una cosa che io trovo molto affascinante, ma nicht nur, dass Sie denken, Jan würde so notieren, ich glaube, wenn ich jetzt weiterklicke, dann sehen wir so eine Partiturseite, deshalb meine Frage auch hier, wie notierst du generell? Quindi anche questo è un autografo di Jan, quindi la domanda sia come tu annoti, come ti compori normalmente? Also das ist jetzt natürlich eine ganz klassische Partitur, und zwar ist es eine Handschrift. Da sehen Sie so ein bisschen in die Werkstatt. Ich schreibe
grundsätzlich meine Musik immer erstmal per Hand. Das brauche ich einfach, um praktisch die Nähe zum Klang zu spüren. Es gibt meines Erachtens auch einen Zusammenhang zwischen dieser taktilen Erfahrung und der Klangvorstellung, die dabei aufgerufen wird. Das ist etwas, was wahrscheinlich bei mir relativ stark von meinem Lehrer Wolfgang Riem auch geprägt wurde, der sozusagen ein sehr hohes Ethos des Handschreibens hatte. Ich arbeite zwar inzwischen, das haben Sie vorhin auch gesehen, mit digitalen Notationsprogrammen, aber immer erst im zweiten Schritt. Also es gibt immer erst eine Handschrift und die wird dann später quasi im Computer nochmal abgeschrieben. Die ist für mich aber auch nicht mehr mit einer besonderen Klangvorstellung verbunden. Die Klangvorstellung muss zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fertig sein. In effetti adesso vediamo quello che è uno spartito classico che io ho annotato a mano, racconta Jan Kopp. Credo che si veda benissimo qua uno sguardo nello studio del compositore. Per me è importantissima questa esperienza tattile che si avvicina molto a quello che è l'immagine, mia immagine del suono, fortemente influenzato dal mio insegnante maestro Wolfgang Riem, che ha sempre avuto un ethos molto alto del lavorare a mano. Non di meno lavoro anche in digitale, ma sempre in un secondo momento. Wir sind an einem Bereich, den wir jetzt berühren, angekommen, wo wir die Musik ein wenig verlassen. Wir haben nämlich mit Jan Kopp nicht nur einen Komponisten vor uns, wir haben auch einen, der grafisch arbeitet. Und ich erlaube mir einfach jetzt mal hier vorzuklicken und Sie zu überraschen mit den wunderbaren Radierungen, die Jan Kopp auch macht. Und daran schließe ich klicke jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum, die Frage an, was denn die Beziehung ist zwischen den Radierungen, die Jan macht und verstärkt auch in Venedig, und der Musik. Quindi abbiamo in Jan Kopp non solo un compositore, ma anche una persona che lavora in grafica. Questi sono acquaforti, se non sbaglio, che ha fatto Jan. Quindi adesso la domanda: qual è il rapporto tra comporre musica e fare questa arte visiva? Also ich muss vielleicht noch anmerken, die ersten zwei Folien, die Sie gesehen haben, sind eigentlich Mischtechniken, das sind Zeichnungen. Die Radierungen beginnen quasi erst nach der dritten Folie mit der Platte. Das ist quasi jetzt der Übergang zu den Radierungen. Ja, ich habe 2020, auch das hatte mit der Pandemie zu tun, zunächst mal sehr intensiv angefangen, ja, im weiteren Sinne zeichnerisch zu arbeiten, und sind dann innerhalb von 2-3 Jahren irgendwie etwa 250 Blätter entstanden, also so in der Art, wie Sie eben gesehen haben. Und eigentlich hatte ich aber immer den Traum, Radierung zu machen. So ganz genau kann ich das nicht erklären. Und vor 2 Jahren hat sich dann über einen befreundeten Künstler die Möglichkeit ergeben, in einer Radierwerkstatt zu arbeiten. Und seither mache ich ausschließlich Radierungen. Die Frage, was das mit dem Komponieren zu tun hat, habe ich mir auch immer wieder gestellt. Ich glaube aber, man kann das relativ klar beantworten, und zwar auch, warum es speziell die Radierung sein muss. Das ist zum einen etwas, worüber wir vorhin schon häufiger gesprochen haben, nämlich das Element des Taktilen, in diesem speziellen Fall des Druckes. Druck ist bei der Erzeugung von Klang, instrumentalem Klang oder auch vokalem Klang, eigentlich eine zentrale Kategorie. Ja? Die Erzeugung von Klang auf Instrumenten ist eigentlich eine extrem differenzierte Ausübung von Druck in unglaublich vielen verschiedenen Formen, aber es wird eigentlich immer in irgendeiner Form Druck auf etwas ausgeübt. Und das Gleiche mache ich eigentlich, wenn ich eine Radierplatte gestalte. Ja? Auch die Gestaltung einer Radierplatte ist etwas, wo unglaublich differenziert Druck ausgeübt wird, um in diesem Fall nicht einen Klang, sondern ein Bild zu erzeugen. Und der zweite Aspekt wäre der Partitur. Dankeschön, dankeschön. Nel 2020 appunto ho iniziato con le acque forti che vediamo, ma il direttore va un attimo ancora indietro, perché le prime invece che abbiamo visto, questo e quella prima, sono ancora disegni. In effetti nel 2020 Jan Kopp ha iniziato proprio a disegnare tantissimo, sicuramente dovuto a questo momento così particolare. In 2 o 3 anni ha creato oltre 250 fogli disegnati, dopodiché, e adesso possiamo andare avanti verso
quello che abbiamo visto che è una delle lastre con le quali lavora, che vediamo qua anche esposti, è quello che sono appunto questi prodotti stampati del compositore. In effetti, dice Jan Kopp, è sempre stato un mio sogno poter lavorare con l'acquaforte. Ho avuto la fortuna di lavorare con un amico artista in un atelier e da allora ho, se vogliamo, abbandonato il disegno, mi dedico a quello che è l'acquaforte. Perché mi sono domandata, ho questa affinità? Secondo me, racconta Jan, perché alla fine è un lavoro tattile di pressione. Se io compongo per uno strumento, qualsiasi suono che proviene da esso, dallo strumento, è dovuto a una sorta di pressione, a mille modi di pressione di varie qualità. E così succede anche appunto quando lavoro con la lastra, perché alla fine anche la fresatura che lavora sulla lastra ha a che fare con la pressione. Quindi in questo caso non produco un suono, ma un'immagine con la pressione. Der zweite Aspekt, der für mich eigentlich eine Verbindung herstellt, ist, dass Radierplatten, wenn sie dann fertig sind und gedruckt werden, eigentlich eine Art Partiturcharakter haben. Die Partitur in der Musik erscheint eigentlich in der Wahrnehmung der Musik nicht. Ja? Also es steht jetzt kein Dirigent auf der Bühne und zeigt Ihnen die Partitur und damit haben Sie die Musik irgendwie erfahren. Die Partitur bleibt für Sie eigentlich in der Regel verborgen. Und genauso ist es bei der Platte, bei Radierungen. Die Platte der Radierung, die tritt eigentlich in der Regel nicht in Erscheinung. Sie sehen eigentlich immer nur Abzüge und diese Abzüge sind im Prinzip eigentlich Aufführungen dieser Platte. Ja, das ist also, für mich gibt es da eigentlich eine direkte Parallele zwischen einer Partitur und einer Radierplatte. Wobei man vielleicht bei der Radierung speziell auch sagen muss, die Drucktechnik ist so diffizil, dass Sie eigentlich praktisch nur Unikate produzieren. Selbst wenn Sie Abzüge, wenn Sie eine Auflage machen, Sie schaffen es durch die Drucktechnik eigentlich nicht, zwei wirklich identische Abzüge zu machen. Das ist nochmal eine Besonderheit, die ich an der Radierung eigentlich besonders schätze. Sì, in effetti poi un altro aspetto che mi interessa è il fatto che la lastra ha una sorta di affinità, se vogliamo, a quello che sono gli spartiti musicali, perché se pensate a quello che è la musica, un direttore d'orchestra non fa mai vedere lo spartito rimane nascosto e così anche per la lastra dell'acquaforte non la vediamo, ma è indispensabile. Quindi io vedo assolutamente questa parallele tra questi due artisti. Wir haben im Salotto, hat Jan einige Originale mitgebracht, die Sie nachher sich anschauen können. Quindi nel Salotto abbiamo una scelta dei acquaforti di Jan. Kommen wir zum Abschluss zu einer wichtigen Frage, zu Venedig. Jan ist bei uns jetzt mit seinem Stipendium das erste Mal, wenn ich das verraten darf, in seinem Leben eine längere Zeit in Italien und auch zum ersten Mal in Venedig. Deshalb ganz allgemein meine Frage, was heißt Venedig für dich? Was bedeutet, was ist deine Beziehung zu Venedig? Quindi Jan, per la prima volta della sua vita posso dirvi è qui a Venezia per un lungo tempo, quindi per 3 mesi. Quindi alla fine la domanda semplice, importantissimo, che cosa significa Venezia per te? Also zunächst mal ist es natürlich eine totale Überforderung, mit der man irgendwie umgehen muss. Es hat für mich aber einen ganz komischen Aspekt. Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin an einen Ort nach Hause gekommen, an dem ich vorher noch nie war. Das hat wahrscheinlich mit meiner musikalischen Vorgeschichte zu tun. Für mich hat Luigi Nono, also in meinen Augen natürlich der große Komponist in Venedig des 20. Jahrhunderts, der hat mich eigentlich seit meiner Penela-Zeit geprägt. Die Musik von Nono ist mir tief vertraut und ich bin ihm einmal begegnet, 1989, kurz vor seinem Tod, habe ich ihn am Rande eines Konzertes gesprochen und er hat mir eigentlich nur einen Rat gegeben, nämlich, dass ich mir Bilder von Caspar David Friedrich anschauen soll. Er hat nicht gesagt, irgendwie
verwende 12-Ton-Reihen oder hör dir irgendwie meine Musik an oder sonst irgendwas, sondern es war der Hinweis auf Bilder. Und mich hat eigentlich ganz konkret nach Venedig geführt, dass ich vor 2 Jahren eine Radiosendung geschrieben habe für den SWR über die Freundschaft zwischen Luigi Nono und Emilio Vedova und die Frage, inwieweit die sich in ihrer Kunst gegenseitig beeinflusst haben. Und da bin ich auf das Studienzentrum gestoßen und dachte, das ist wahrscheinlich der richtige Ort, um der Frage weiter nachzugehen. Und jetzt merke ich hier plötzlich, dass diese Verbindung eigentlich ganz tief in meiner eigenen Biografie angelegt ist und ich hier quasi in einen ästhetischen Raum komme, der ganz vieles von dem hat, was mich eigentlich schon lange beschäftigt. Nur dass ich eben seit vielen Jahren im trockenen Stuttgart sozusagen nicht auf dem Wasser sitze und jetzt plötzlich in eine Stadt komme, wo sich die Dinge auf ganz wunderbare Weise durchdringen und flüssig werden. Sì, cos'è Venezia per me? Dice Jan Kopp, è troppo, è il troppo, è una sfida, un vero stravolgimento che sto vivendo quotidianamente e allo stesso momento mi sento tornare a casa, se vogliamo. Tornare a casa perché? Perché i miei insegnanti, Lachen Manerim, sono da sempre legati a Luigi Nono, compositore veneziano, e quindi già dalla mia infanzia, proprio da quando sono al liceo, ho questa forte affinità con Luigi Nono e sono felice di averlo brevemente incontrato nel 1989, quindi poco prima della sua morte, al lato di un concerto, e parlando con lui mi ha dato un unico consiglio, mi ha detto di andare a vedere le opere di Caspar David Friedrich, quindi consiglio di occuparmi della pittura. Questo mi ha sconvolto perché magari mi aspettavo un consiglio compositorio, invece no, mi ha mandato da Caspar David Friedrich. E il secondo avvicinamento, se vogliamo, ha sempre a che fare con la pittura, perché alla fine del 23 ho scritto per la radio televisione tedesca un saggio sul rapporto tra il compositore Luigi Nono e il pittore Emilio Vedova, proprio sul rapporto artistico fra questi due veneziani. Quindi facendo la mia ricerca ho trovato il Centro Studi Veneziani, ho capito che fosse un perfetto luogo per approfondire questi miei studi ed eccomi qui a Venezia, scopro che questa mia propria biografia è fortemente intrecciata a quello che è uno spazio estetico che mi occupa tantissimo tempo qui a Venezia, solo che io ero nell'asciutta Stoccarda e adesso mi trovo in questa città d'acqua dove tutti si liquefà. Ganz besonders spannend finde ich diesen Hinweis sozusagen von einem Komponisten, von einem Musiker, dass es diese visuelle Ebene auch gibt und dass Visuelles und Auditives so eng verbunden sind miteinander. Ich freue mich eben auch, dass der liebe Jan Kopp mit offenen Augen durch Venedig geht und auch schöne Fotos macht und diese Idee der rispecchiamenti, dieses Leitmotiv der Widerspiegelungen eben einfängt, indem er mir hier dieses Bild geschickt hat, das ich ganz toll fand, Stichwort Wasser. Vielleicht magst du da noch etwas als Ausblick sagen, an was arbeitest du, was bedeutet Wasser für dich? Also was speziell dieses Bild und auch ähnliche Fotos, die ich inzwischen gemacht habe, angeht, wenn man aus Stuttgart kommt, dann ist man gewöhnt, dass alles unter der Erde vergraben wird und dass man ständig Löcher gräbt. Das Interessante an Venedig ist, dass es kein Unten gibt. Ja, also wenn man hier anfängt zu graben, dann ist es keine gute Idee. Und deshalb kam mir irgendwie diese etwas komisch hypothetische Frage, wie sieht Venedig eigentlich von unten aus? Und auf merkwürdige Weise habe ich sozusagen über diese Spiegelungen auf den Kanälen, glaube ich, eine Antwort bekommen. Ich meine hier sozusagen eine Perspektive zu sehen, die man eigentlich real gar nicht einnehmen kann. Also so würde vielleicht für mich Venedig von unten aussehen, wenn ich von unten durch die Wasserdecke schauen könnte. Was das Konkrete angeht, also ich hab eigentlich 3 Dinge, die ich hier irgendwie noch machen möchte. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich noch machen möchte, aber 3 künstlerische Dinge.
Das eine ist, ich arbeite an einer Radierplatte, die ist halb fertig, die sehen Sie drüben auch auf dem Tisch liegen, können Sie auch gerne anfassen, um auch mal ganz vorsichtig diese taktile Erfahrung zu machen, was eine Radierplatte taktil ist. Das zweite ist, ich möchte gerne ein Stück für Klavier zu 4 Händen schreiben. Das wäre jetzt zu kompliziert, den Grund zu erklären. Das müssen Sie einfach so hinnehmen. Und das dritte ist, das Gespräch mit der Tochter von Luigi Nono aufzunehmen. Denn die ist selber Malerin, was ich vorher nicht wusste, und hat offensichtlich praktisch genau die Seite gewechselt und wahrscheinlich auch einen ganz besonderen Blick auf ihren Vater und dessen Verhältnis zu bildender Kunst. Die werde ich nächste Woche treffen und bin sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Und dann darf ich vielleicht aus dem Off ergänzen, dass Serunda Nono sich heute Abend fürchterlich entschuldigen lässt. Wir haben nämlich gerade das Nono-Festival und da ist sie heute Abend eingebunden, deshalb kann sie leider nicht bei uns sein. Sì, traduco brevemente, abbiamo appunto qui questo livello anche visuale, abbiamo questo sguardo sull'acqua. Se si proviene da Stoccarda come me, racconta Jan Kopp, in Stoccarda tutto viene scavato dentro la terra o scaviamo buchi e comunque la terra è importantissima. Qui invece non possiamo scavare neanche un po', anzi a Venezia non si scava, non c'è un sotto a Venezia, quantomeno non per noi percepibile. Quindi mi sono posta la domanda ipotetica su come viene vista Venezia dal basso, dal sotto, e attraverso questi rispecchiamenti ho trovato forse una mia risposta, una prospettiva forse che io potrei avere su Venezia se io fossi sott'acqua guardando attraverso appunto la superficie dell'acqua. Qui a Venezia invece sono qua ancora fino alla fine di dicembre, sono tantissime cose che voglio fare, ma in particolare 3. Uno è appunto la lastra per fare altre acquaforte, l'abbiamo esposta e vi invito anche di toccarla perché appunto è semi finita, toccatela così per questa esperienza. La seconda cosa è che voglio comporre un brano per 4 mani per il pianoforte, non vi spiego perché, è troppo lungo. E la terza cosa è quella che ho il piacere di incontrarmi con Serena Nono, una delle figlie del compositore Luigi Nono. Lei stessa è pittrice, quindi se vogliamo ha proprio scelto un altro ambiente che però è affine, mi interessa questa affinità. Vielen Dank. Ich glaube, Sie würden mir zustimmen, wenn ich sage, wenn man sich mit Jan Kopp unterhält, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt mit seiner Kunst, dann eröffnet sich eine Welt, ein Kosmos. Du bist eine große Bereicherung, nicht nur für mich, das darf ich, glaube ich, sagen. Vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke. Quindi un grande ringraziamento a Jan Kopp. Io ho detto una mia impressione è che dialogando con Jan è una cosa che si apre un mondo, quindi questa è una grande ricchezza. Grazie mille di essere qui, grazie per le tue idee. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti veneziani, ne parliamo quindi forse in un anno, fra 2 anni. Vielen Dank. Es bleibt jetzt sozusagen noch die Möglichkeit, Sie kennen das, mit Jan, mit uns allen ins Gespräch zu kommen. Es steht ein Glas Prosecco für Sie bereit. Im Salotto sind die wunderbaren Werke ausgestellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Petra Schäfer für diese unglaubliche Leistung wieder. Grazie a Petra per la traduzione consecutiva, come sempre bravissima. Grazie a Jan Kopp, grazie alla vostra attenzione. Buona serata. Grazie.